Goedemorgen. We hebben alle topen polera zingen. Het eerste nummer 3 is haastig. Freue dich, Welt, dein König naht, mach deine Tore weit, an Gnaden reich und Herr am Rat, der Herr der Herrlichkeit, der Herr der Herrlichkeit, der Herr der Herr der Herrlichkeit. Freue dich, Welt, dass sich der naht, nun rausche froh dein Saat, von Feld und Flur, von Berg und Meer, erschallt der Jubelklang, erschallt der Jubelklang, erschallt der Jubelklang. Tag bricht herein, der Herr geboren, vor sei der Menschheit nah, sein Zepter ist Gerechtigkeit und Liebe seine Macht, und Liebe seine Macht, und Liebe seine Macht. Next Nummer 137. Oh, lass den Geist nicht von dir fliehen, schau nicht zurück zur Eitelkeit. Wann du musst zum Heiland fliehen, wann willst du's tun, warum nicht heut? Warum nicht heut? Warum nicht heut? Wann willst du's tun, warum nicht heut? Warum nicht heut? Warum nicht heut? Wann willst du's tun, warum nicht heut? Wer weiß, wie bald dein Leben schließt, o eile doch bei guter Zeit, zum Grund da ewiges Leben fließt. Wann willst du's tun, warum nicht heut? Warum nicht heut? Warum nicht heut? Wann willst du's tun, warum nicht heut? Warum nicht heut? Warum nicht heut? Wann willst du's tun, warum nicht heut? Was beut die Welt für Freude dir? Ihr Spielwerk ist Vergeblichkeit. Gott spricht dringt durch die offene Tür. Wann willst du's tun, warum nicht heut? Warum nicht heut? Warum nicht heut? Wann willst du's tun, warum nicht heut? Warum nicht heut? Warum nicht heut? Wann willst du's tun, warum nicht heut? Der Heiland nimmt die Sünder an, er führt auch dich zur Seligkeit, dich zieht auf seine schmale Bahn. Wann folgest du, warum nicht heut? Warum nicht heut? Warum nicht heut?
willst du's tun? Warum nicht heut? Warum nicht heut? Warum nicht heut? Wann willst du's tun? Warum nicht heut? Nächste Nummer 248. Jesus sitzt am Kreuze mich, wo die Quelle fließet, die zum Heil der Sünde sich durch so freie gießet. Hin zum Kreuz, hin zum Kreuz, all mein Sinnen je, bis vor Gottes Throne ich triumphierend stehe. Zu dem Kreuz ich beben kann, hilflos und beladen, an dem blutbefleckten Stamm ward ich frei von Schaden. Hin zum Kreuz, hin zum Kreuz, all mein Sinnen je, bis vor Gottes Throne ich triumphierend stehe. Nach dem Kreuze lasst mich schauen, lasst dem Herrn mich sehen. Ich will nur dem vertrauen, das am Kreuz geschehen. Hin zum Kreuz, hin zum Kreuz, all mein Sinnen je, bis vor Gottes Throne ich triumphierend stehe. Von dem Kreuz rühme ich, für das Kreuz ich wage, und die Krone ward auf mich, wenn das Kreuz ich trage. Hin zum Kreuz, hin zum Kreuz, all mein Sinnen je, bis vor Gottes Throne ich triumphierend stehe. Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kam zum Vater als nur durch mich. So sagt Jesus in Johannes 14, Vers 1. In ein paar Vers vorher sagt Jesus auch, euer Herz erschrecke nicht, glaubt an Gott und glaubt an mich. Diese Geborgenheit, diesen Frieden in Jesus, den wünsche ich ganz von dir, so sage ich, uns hört nicht auf erschrecken, sondern und in Sehen Gottes glauben, Namen vertrauen. Anstatt Gott noch mit seinen Frieden, von der und uns mit sind, zu uns reden. Gucken wir uns erstens einmal den Bulletin über für diese Weg. Von der wird geplant Predigt, von der ist Predigt in Manitoba von Klaus Berampel. Und von der wird geplant Predigt in Sierra Grande von Abraham Giesbrecht in Estober-Nech.
Van de klok 2 nummer has Jugend- en Jongensstund. En morgen treft eigenlijk een kleine Mitarbeiterkreis en dat wordt op een niet zijn. Daarna is Bibel- en Gebetstund, klok 7 uur. En vrijdag is Jugend- en Jongensstund, klok 7 uur. En nächste zondag traf Predigt te brengen in Sommerfeld van Ältester über Rampel. Dan haben wir den 22. Dezember Weihnachtsfeier aus Gemeinde. Es ist jeder einer zu eingeladen. Wenn irgendwer will, kann sich auch gerne anladen auf irgendeinen Beitrag, was immer jeder einer mag wählen, 22. Dezember. Dann ist für diese Woche Mehrwerk Nähverein. Und noch eine Sache, für nächsten Sonntag ist der allgemeine Kurs für die Agum, was da einmal das Jahr ist. Das wird nächsten Sonntag in der allgemeine Kurs, was das sein. Ist bis jeder noch was zu sagen? Gott, wenn nicht, dann werden wir noch eine halbe Stunde beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass du in diese Welt gekommen bist, dass du dein Leben hast von uns handgegeben, dass wir können erlöst sein. Ich danke dir für dein Wort. Und ich bete, Herr, du musst durch dein Wort von dir zu uns reden, durch die Einleitung und Predigt. Herr, schenkt, dass wir können erbeten wollen, wir können nur an dich kommen. Ja, Herr, in diese Advents- und Weihnachtszeit, Herr, dass wir die Neuheit lernen und dabei in die gewartet worden, das musst du dadurch verherrlicht worden, musst du diesen Gottesdienst von dir segnen und mit uns sein. Amen. Nummer 53. Ein herrlicher Retter ist Jesus, mein Herr, ein köstlicher Heiland auch mir. Er birgt meine Seele im Felsen des Heils und Freude in Strömen fließt hier. Er führt im geöffneten Felsen mich zu, beschattet das dürstende Land. Mit Wogen der Liebe bedeck ich daru, er schützt mich mit liebender Hand. Er schützt mich mit liebender Hand. Ein herrlicher Führer ist Jesus, mein Herr, die größte Last nimmt er mir ab. Hält fest mich ab Stürme, auch brausen umher, führt treulich mich bis an mein Grab. Er führt in geöffneten Felsen mich zu, beschattet das dürstende Land. Mit Wogen der Liebe bedeck ich daru, er schützt mich mit liebender Hand. Er schützt mich mit liebender Hand. Mit zahllosen Gaben der Gnade erkrönt, mit Liebe so tief wie ein Meer. Ich singe sein Lob, das im Throne erst tönt, für solch einen Heiland wie er. Er führt im geöffneten Felsen mich zu, beschattet das dürstende Land. Mit Wogen der Liebe bedeck ich daru, er schützt
mir diese Weg viel Gedanken gemerkt über zu der Anleitung, was soll ich hier sagen, was ist die Gemeinde in Segen, was kann uns nur an Jesus bringen. Gedacht an der Adventszeit, in der Weihnachtszeit, was für uns ist, wo wir gedenken und Jesus, ja, dass Gott ist Mensch geworden. Und ich denke an viele Dinge, dass es in der Welt randet, in den Märkten und so weiter, da vieles wird gehandelt, aber wieder denkt man nicht. Und viele denken vielleicht an Fasten, Tauben, Eden und irgendwas, aber sind die auch von den Fasten einmal vorbei, dann ist der Freitag durch. Ist das alles, was das geben wird, oder ist das mehr? Ich denke, dass ja von den bleibenden Frieden, wo wir uns als Kinder Gottes, wer mal bezieht ist, wer Jesus im Hort hat, der kann sich in dieser Zeit besonders auch freuen und dort, dass Gott als Mensch geworden hat uns erlöst. Aber das ist ein Friede, der da bleiben wird. Das ist ein Friede, der, wenn ihr die deutlichste Dezember ist, der da nicht verschwunden ist. Der ist danach durch. Und was ist eigentlich dieser Friede? Ich habe Gedanken gemerkt und habe gesagt in der Bibel, ich komme auf einen Psalm, er redet zwar nicht von Weihnachten, aber Gottes Wort ist lebendig. Und Gottes Wort ist zu aller Zeit in aller Wegen lebendig. Für mich ist ein sehr wertvoller Psalm, der Psalm 119. Das ist der längste Psalm, den die Bibel hat. Aber ich dachte an die erste 8 Verse. Interessant, dass mir das durch den, ich weiß nicht, was das durch den längsten Psalm ist, aber viele enger. Es ist einmal war die Bewunderung über Gottes Wort, wo Gottes Wort ist. Ein Vers zum Beispiel habe ich durch, wo Psalm sagt, dass Gottes Wort ist der Leuchte für mein Feld, oder ich weiß, wo ich gehen kann, ist das Licht. Und der Vers frage ich, wo kann ein junger Mann seinen Weg ansträflich gehen? Die Antwort ist, wenn er sich an Gottes Wort hält. Also einmal war diese Richtung ab Gottes Wort gerecht, du hast das Leben, du hast die bleibende Friede, wo ich davon reden darf. Ich will einmal die ersten 8 Verse von Psalm 119 lesen. Wohl denen, die im Weg untadelig sind, die wandeln nach dem Gesetz des Herrn. Wohl denen, die seine Zeugnisse bewahren, die ihn von ganzem Herzen suchen, die auch kein Unrecht tun, die auf seinen Wegen gehen. Du hast deine Befehle gegeben, dass man sie eifrig befolge. O, dass meine Wege dahin zielten, deine Anweisungen zu halten. Dann werde ich nicht zu Schanden, wenn ich auf alle deine Gebote achte. Ich werde dir danken mit aufrichtigem Herzen, wenn ich die Bestimmungen deiner Gerechtigkeit lerne. Deine Anweisungen will ich halten, verlasst mich niemals. Die ersten 3 Verse, du darfst einmal das Schreiber dort bringen, ein Glück oder ein Wohlergehen für dem, was im Weg antadelig ist. Ich denke, das war hier der Konot, das Wort Gottes selbst meinen, weil das Wort Gottes ist uns Wahrheiser. Beschrieben auch davon, dass das hier Konot, Wort Gottes gemeint sind. Also, wer im Wort Gottes untadelig ist, der darf sich freuen, der den wohl verdienen, weil wenn er sich an Gottes Wort hält, dass er durch ein untadelig ist. Und der in seinem Wandel sich an das Gesetz vom Herrn recht lädt. Was das Schreiber der Psalm geschrieben hat, dann habe ich das Neue Testament noch nicht gehört. Also ich kann mir vorstellen, von der Mosebeker vielleicht gedacht, dass geschrieben wird, wer dort wandeln wird, in dem Herrn sein Gesetz, den darf dort gut gehen. Und wohl denen, die seine Zeugnisse bewahren, was Gott in seinem Wort bezeugt hat, wohl denen, wer dort bewahren wird. Und wo wir dort bewahren, das ist einzig dadurch, dass wir uns damit beschäftigen. Wenn wir uns nicht mit beschäftigen, dann einmal bis gehört haben, und wieder nicht über nur denken, dann vergeht wieder das Bild, und das haben wir dort nicht bewahren, das haben wir dort nicht ausleben. Das heißt einfach, dass wir mit Gottes Wort leben. Und wieder der Arm vom ganzen Horten Segen. Also mit der ganzen Hort, der ganzen Leben durch gerecht hat. Und der auch kein Unrecht tun, sondern in Gott seine Wege gehen.
Wir haben im Neuen Testament einen interessanten Ausschnitt in Lukas auf, oder ein Vers lesen. In Lukas auf redet Jesus immer von der Rückkehr von den anreinen Geist, von Mensch sich bekehrt hat. Der anreine Geist ist uit dem Mensch rausgegangen. Und dann redet von dem Geist, dass er 3 Städten durchgeht und über dem trägt nur den Mensch. Und wenn der Mensch dann sein Hort nicht mit guten Dingen gefällt hat sich gereinigt und ist so beladen geblieben, dann kommt der anreine Geist 3. Dann sagt er in Vers 27, dass eine früh ihre Stimme erhebt und sagt, glückselig ist der Körper, der die getracht hat, und der Körper, der die besorgt hat, dass die Mama einfach glückselig sprechen. Interessant ist mir dort die Antwort, was Jesus zu sagen hat, im Lukas auf 28. Er aber sprach, glückselig sind vielmehr die, die Gottes Wort hören und das bewahren. Jesus selbst sagt dort auch, dass wer Gottes Wort hört und dort bewahren wird, der darf glücklich sein. Der darf der bleibende Friede, der wird bleibende im Leben haben. Die ersten 3 Verse in Psalm 119 sind einmal das Glück, Wunsch, das Glück an die, was sich an Gott hält, an Gottes Wort. Und im 4. Vers wieder, du redet der Psalmist zu Gott aus im Gebet und sagt, im 4. Vers, du hast deine Befehle gegeben, dass man die soll eifrig befolgen. Der 5. Vers, o dass meine Wege dahin zielten, deine Anweisungen zu halten. Der Psalmist sagt einfach zu Gott, du hast deine Befehle gegeben, dass wir die sollen eifrig befolgen. Und er wünscht sich selbst auch, dass seine Wege, die er gehen wird, dass er macht durch Ziel, Gottes Anweisungen, also das Wort Gottes gehorsam zu sein, dort zu befolgen. Und eines heißt, ich sage sicher dann, wenn er so leben wird, dort, was er im Saßen Vers geschrieben hat, dann werde ich nicht zu schanden, wenn ich auf alle deine Gebote achte. So können wir uns auch sicher sein, wenn wir auf dem festen Grund stehen oder auf dem festen Weg gehen, wo wir nicht zu schonen wollen, das ist allein durch Jesus und das ist allein durch das Wort Gottes, da können wir uns sicher sein, da wo wir an das Ziel ankommen, wo wir haben wollen. Und da wird nicht der Weihnachtsfrieden mit 1 Jahr alt zu eng sein, sondern der Friede darf in unseren Herzen wiedergehen. Er schreibt in 7. Vers, ich werde dir danken mit aufrichtigem Herzen, wenn ich die Bestimmungen deiner Gerechtigkeit lerne. Dann 8. Vers, deine Anweisungen will ich halten. Das 8. Vers, das habe ich hier, das ist für das Psalmist einfach eine Entscheidung, weil Gottes Anweisungen will er abachten. Das ist von der noch Krieg so, das ist unsere Entscheidung, was wir mit Gott seinem Wort, was heute uns redet, vielleicht durch das Wort, vielleicht durch die Predigt oder was immer, durch sein Geist, das ist unsere Entscheidung, was wir damit tun. Bloß klar ist dort, dass wir am Irrweg gehen, wenn wir das nicht abachten. Der Psalmist, der hat sich entschieden, ab der Anweisung, der will ich abachten. Und dort wünsche ich uns auch von dir, dass wir ab Gott sein Wort achten, dass wir dort hören und auch ausleben. Dort, so ist es in Jakobus sein, wir sollen nicht bloß Hörer vom Wort Gottes sein, sondern auch die Täter. Wenn es bloß Hörer sind und dort nicht ausleben, da wir uns selbst betrügen, sagt Jakobus. Nummer 124. Jesus nimmt die Sünde an, führt sie auf die rechte Bahn. Hier ist, was sie retten kann. Jesus nimmt die Sünde an, hört die Botschaft jedermann. Jesus nimmt die Sünde an, hört die Botschaft
auf jedermann. Jesus nimmt die Sünde an. Bist du auch gar weit verirrt, such dich doch der treue Hirt, führt dich auf die rechte Bahn. Jesus nimmt die Sünde an, hört die Botschaft jedermann. Jesus nimmt die Sünde an, hört die Botschaft jedermann. Jesus nimmt die Sünde an. Kommet alle, kommt herzu, Jesus schenkt euch wahre Ruhe. Glaubt es doch und denkt daran, Jesus nimmt die Sünde an, hört die Botschaft jedermann. Jesus nimmt die Sünde an, hört die Botschaft jedermann. Jesus nimmt die Sünde an. Nun so fasse frohen Mut, trau auf sein vergossenes Blut. Jesus nur dich retten kann. Jesus nimmt die Sünde an, hört die Botschaft jedermann. Jesus nimmt die Sünde an, hört die Botschaft jedermann. Jesus nimmt die Sünde an. Goedemorgens. Mag ook Gottes Friede hier in onze Welt van der zijn, wanneer we zien hoe het hier. Ik wil nog beten zum Anfang, weil wir uns Haupt neigen toe. Himmlischer Vater, wir danken, dass wir dürfen hier taub sein in diesem Tag und Herr, dass wir hier dürfen im Gottesdienst uns versammeln. Jesus, ich bete, dass du unsere Worten updest für den Worten, help uns dort zu verstehen. Jaft Herr, dass uns glauben, dass durch kann gestärkt werden. Amen. Ich will die Predigt von der, was falsch lesen, in Matthäus, den 8. Kapitel, der Vers von 5 bis 13. Matthäus Kapitel 8, Vers 5 wieder. Ich habe das Thema genannt von der in diesen Tags ein großer Glauben. Wo wisst sich in diesen Hauptmann? Jetzt hier in diesem Mond in das Eng hier von einem Mond, von einem Hauptmann, wo Jesus über arm sein, der hat einen großen Glauben. Und wir wollen sein Wort, wie in diesem Mond sein kann, dass Jesus dort von arm sein kann. Matthäus 8, Vers 5. Als Jesus aber nach Kapernaum kam, trat ein Hauptmann zu ihm, bat ihn und sprach: Herr, mein Knecht liegt daheim gelähmt danieder und ist furchtbar geplagt. Und Jesus spricht zu ihm: Ich will kommen und ihn heilen. Der Hauptmann antwortete und sprach: Herr, ich bin nicht wert, dass du unter mein Dach kommst, sondern sprich nur ein Wort, so wird mein Knecht gesund werden. Dennoch ich bin ein Mensch, der unter Vorgesetzten steht und habe Kriegsknechte unter mir, und wenn ich zu diesem sage, geh hin, so geht er, und zu einem anderen, komm her, so kommt er, und zu meinem Knecht, tu das, so tut er's. Als Jesus das hörte, wunderte er sich und sprach zu denen, die nachfolgten: Wahrlich, ich sage euch, einen so großen Glauben habe ich in Israel nicht gefunden. Ich sage euch aber,
Viele werden kommen vom Osten und vom Westen und werden im Reich der Himmel mit Abraham, Isaac und Jakob zu Tisch sitzen, aber die Kinder des Reiches werden in die äußerste Finsternis hinausgeworfen werden. Dort wird Heulen und Zähneknirschen sein. Und Jesus sprach zu den Hauptmann: Geh hin und dir geschehe, wie du geglaubt hast. Und sein Knecht wurde in derselben Stunde gesund. Wir haben hier einen Satz, wo ich das Thema nur beschrieben habe. Einen so großen Glauben habe ich in Israel nicht gefunden. Großer Glaube. Wenn wir davon reden, Wort essen glauben oder Wort essen großer glauben, dann würden wir wahrscheinlich so verschiedene Gedanken haben, Wort man da immer sein wird, Wort essen großer glauben oder ein starker glauben. Wenn wir das wörtlich übersaten, Wort für Wort, wenn das hier sein, der einen großen glauben, dann muss wir vielleicht sein, dort im Originaltext, da wird das Wort großer glauben, und es steht groß, wird das mehr in der Schule sein. Wir würden vielleicht sein, Martin, so viel glauben. So viel Glauben hat in Israel nicht gefunden. Nicht eine Mut, sondern eine Schule, also wo viel Glauben dort ist. Und wir haben hier 3 Dinge, wo ich von diesem Hauptmann erwähnen will. Einmal sagen, dass dieser Hauptmann durch Glaube trotz der ungläubigen Umgebung. Das zweite sagen, dass dieser Hauptmann, der vertraut nicht auf sich selbst. Und das dritte sagen, des Hauptmann, der vertraut aber auf Jesus und auf ein Wort von Jesus. Und zwar hat hier gesagt, Jesus kam in eine Stadt in Kapernaum und dort traf er einen Mann, einen Hauptmann, wo er arm dort beten hat. Besser gesagt, der Hauptmann kam arm. Wo dort krank gewast ist, als Jesus all in der Stadt wir oder dich bei der Stadt, wird hier ganz aufgeluten, da wird uns gar nicht gesagt. Aber Jesus ist auf dem Weg nach Kapernaum und wahrscheinlich ist er auch ganz dich bei gewast, wenn er nicht all in der Stadt gewast ist. Das Geschehen hier, von das Begebnis hier, ich wollte dort nicht krank, aber ich taxiere mal dort, ich nehme an, dort in der ersten Haupt von Jesus sind 3 Jahre wirken, wir, woher das ihr wirken dort. Also, dass wir nicht von der Märden hängen, dass wir sein Dollar vielleicht am Anfang oder von der Märden fern irgendwo, wo das passieren dort. Kapernaum, das ist eine Stadt, wo Jesus ankommt, dort, wo das Hauptmann am Begehen, der dort hat, auch eine Bedienung in der Bibel, oder der wird uns auch erwähnt, der hat auch eine Geschichte. Kapernaum, dort wie er steht, wo Jesus gewohnt hat. Wenn wir im 4. Kapitel kicken, dann, Matthäus Kapitel 4, am 13. Vers, da sagt dort, und er verließ Nazareth, also von Jesus wird hier geredet, er verließ Nazareth, kam und ließ sich in Kapernaum nieder, das an See liegt, im Gebiet von Sebulon und Naphtali. Jesus hat sich da niedergelassen, wie wird noch sein kann, eine andere Übersetzung sein, und auch so, er kam und er wohnt in Kapernaum. Also Kapernaum, dort wir eine stehen, wo Jesus viel gewirkt hat, dort wir eine stehen, wo Jesus sich abgeholt hat, wo er ein guter Teil von seinen Wirken, wo er gewohnt hat, wo er steht, wo er sich abholen, dort, wo er wohnt, dort, seine steht, wo er verblieben dort. Und doch wir diese Stadt, Kapernaum, ein von den Städten, wo Jesus traurig über waren dort, oder wo so wenig Glauben überhaupt finden wir. Im 8. Kapitel, in Matthäus, den 8. Kapitel, im 53. Vers, da sagt Jesus, krank von dieser Stadt. Da sagt er, und du, Kapernaum, die du bis zum Himmel erhöht worden bist, du wirst im Totenreichen abgeworfen werden. Denn wenn in Sodom die Wundertaten geschehen werden, die bei dir geschehen sind, es würde noch heutzutage stehen. Und das ist dort, was Jesus über diese Stadt sein wird. Eine Stadt, ich nehme an, wo die meisten Juden wohnen, deuten, der allermeiste wahrscheinlich, ob wir in dem Sinne, wo Israeliten wohnen, jüdische Stadt. Von dem hat Jesus